Dames en heren, goedemorgen. Welkom op dag 2 van de KVPS Hengstekeuring in het mooie jaar 2026. Waar de leden van de Hengstekeuringcommissie hun plaats weer gaan innemen. Corrie Terpstra van der Meer, Opkeur van Meulen en Gastel. Proferen Opkeur vandaag als Hengstekeuringscommissie. Ik wens u weer heel veel succes toe. En laten we dadelijk beginnen met de 9e groep, tweede bezichtiging Hengsten. Onze ringers staat de pompen op, want start aan. Het is bijna 8 uur, nog niet of 4 uur. En dan is het zover. En de eerste is op. We hebben deze morgen met de bezichtiging van de nummer 132. 132 in de tweede bezichtiging. 132 Sarnijs van de Willem van het Tolhekken. We hebben dus zo van Johannes 484. Een stemmening van Andries 415. Bevat bij Astrid ten Bos in Nederlandsleek. En in bezit van Winnie Aage Akkema uit Siegerswoude. 132 dus van Johannes 484, dan Andries 415 en daarachter rechts de Wijkse 349. We zijn begonnen. Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Hengstkörung des KFPS 2026. Wie Sie sehen, haben wir sehr früh angefangen heute Morgen. Mittlerweile sehen Sie auf der Bahn hier vor der Körungskommission die Katalognummer 132, Pferdnummer 132, Willem von Tolhekken. Jetzt im Moment im Schritt auf der Bahn zu sehen, als erster Hengst der Gruppe 9 in dieser zweiten Besichtigung der Hengstkörung. Der Vater von Willem von Tolhekken ist Johannes 484. Mutter ist eine Sternstute aus Andries 415. Gezüchtet worden ist dieser Hengst von Astrid den Bosch in Nijensleek und im Besitz der Familie Aage Akkema in Siegerswoude.
Während Sie mir doch zuhören, heiße ich Sie auch noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen zu diesem zweiten Tag der Hengstkörung. Wenn Sie Kenner sind, wissen Sie es schon, sollten Sie zum ersten Mal einschalten, erkläre ich es einmal. Die Hengste, die wir hier heute sehen, die jungen Hengste, sind alle zwischen 2,5 und 3 Jahren alt und hoffen, ins Stammbuch als Deckhengst oder Zuchthengst aufgenommen werden zu können. Dafür ist ein relativ langer Weg zu gehen. Im November letzten Jahres gab es die erste Besichtigung, bei der knappe 300 Hengste sich vorgestellt haben. 120 sind von der Jury in diese zweite Besichtigung eingeladen worden, die heute hier im Januar feststellt. Es gibt eine dritte Besichtigung während der sogenannten Voorrijtage, de Voorrijdagen auf Niederländisch. Die sind im Juni angesetzt. Dann werden die Pferde unter dem Sattel auch präsentiert, sehr nah am Nutzungsziel. Und dann gibt es gegen September im Herbst die zentrale Untersuchung, het zentrale onderzoek, bei dem dann die letzten weitergekommenen Hengste die Möglichkeit haben, als Stammbuchhengst sich einen Namen zu machen und dann offiziell die Friesenrasse weiter fortführen zu dürfen. Das ist also der ganze Weg. Heute geht es darum, einzuziehen in die Voorrijtage, also eine Runde weiterzukommen. Gestern haben das bereits 23 Hengste geschafft. Heute sehen wir noch einmal 59 Hengste in insgesamt 8 Gruppen, die genau das gleiche Ziel haben, nämlich weiterkommen in die dritte Besichtigung, in die Voorrijtage. Die Jury, die Sie hier auf der Bahn an den blauen Tischen stehen sehen, achtet dabei auf die Rassenausstrahlung, die Gesundheit der Pferde, korrekte Bau- und Beinstellung sowie schöne und korrekte Bewegungsabläufe im Trab und Schritt. Im Sommer wird dann zum Beispiel auch galoppiert, weil das draußen sehr viel besser geht als drin. Die Einladung in die Voorrijtage geschieht unter der Bedingung, dass eine tierärztliche Untersuchung direkt im Anschluss positiv abläuft und dass eine Sperma-Untersuchung, die bis noch Mitte Mai gemacht und eingereicht werden kann, auch positiv abläuft. Unter diesen Bedingungen darf das Pferd dann tatsächlich im Juni auch zu den Voorrijtagen kommen. Bin mir sicher, dass wir das im Laufe des Tages noch mehrfach erwähnen werden, aber dann sind Sie zumindest offiziell schon mal eingenordet, was wir hier tun, während wir mittlerweile den zweiten Hengst auf der Bahn sehen. Unsere Jury, die Sie da sehen, besteht aus ausgebildeten Inspektoren des KFPS. Die Vorsitzerin ist Corrie Terpstra van der Meer und sie wird unterstützt von Popke van der Meulen und Ellen van Gastel. Während wir mittlerweile unseren Stadionsprecher Bert de Ruyter, Ikone in seinem Zeichen, hören, wie er den zweiten Hengst vorstellt. Das ist die 004, die 4, Wout van de Klei, ein Sohn von Ulbran, 502, und einer Stute von Bert 411, gezüchtet von Familie Brahm in Forst, im Besitz von Martin Meyer aus Den Ham. Wir sehen Ulbran 502, Bert 411 und Tjalke, vereint in unserer Katalognummer 004 in der Nummer 4, Wout van de Klei. Und jetzt sehen Sie auch noch einmal unseren Stadionsprecher Bert, der Sie herzlich willkommen heißt auf der Hengstkörung hier. Wir haben den ersten Tag gestern schon hinter uns gebracht. Wahnsinnig viel Spaß hatten wir. Wir hatten 8 Gruppen mit den jungen Hengsten und die erste Edition des Hengstballs, auf der sich die bereits zugelassenen Stammbuchhengste präsentiert haben. Sie können dem niederländischen Original zuhören, sowohl hier in der Halle als auch hier auf den Streams, wenn Sie uns über die Streams von Eurofriesland zuhören. Sie dürfen auf Niederländisch zuhören. Sie dürfen auch gerne bei mir bleiben. Mein Name ist Lisa Wegmann. Ich bin den ganzen Tag hier für die deutschen Übersetzungen. Meine Kollegin Kelly Verbeem hat den englischen Stream unter ihrer Kontrolle und rechts neben mir sitzt Ruben Bosma, der den spanischen Stream macht. Samstagmorgen gibt es dann sogar auch noch eine friesische Version. Das Friesisch und das Niederländische sind sich zwar ähnlich, ist aber absolut nicht die gleiche Sprache. Ihre Dolmetscherin versteht Niederländisch, aber nicht Friesisch. Das heißt, wenn Sie Lust haben, können Sie dann morgen auch in den friesischen Stream schauen, um sich das ein bisschen zu Gemüte zu führen. Ansonsten machen wir heute die 8 Gruppen der jungen Hengste. Den ganzen Tag über finden auch Clinics und Workshops statt, hier in dem WTC im World Trade Center in Leeuwarden. Wenn Sie einen Katalog haben, entweder online über die KFPS-Webseite können Sie den runterladen oder hier am Stand erwerben. Das ist der Stand vom KFPS, der verkauft auch die Kataloge. Auf Seite 86 in Ihrem Katalog ist das Klinikprogramm für heute abgebildet. Es wird Clinics und Workshops hier in der Piste geben, dann auch mit Übersetzungen in allen Sprachen, die Sie den ganzen Tag schon haben. Im Strohdorf, das ist hier wo die Stände aufgebaut sind, das nennt sich das Strohdorf, da gibt es eine kleine Tribüne, auf der Clinics und Workshops gegeben werden in den Ställen.
Hier in der Halle gibt es auch Workshops und, so wie Sie das vermutlich gewohnt sind, wenn Sie schon öfter mal hier waren, im Hotel direkt nebenan, in den verschiedenen Sälen, vor allem New York. Da gibt es auch den ganzen Tag über verschiedene Workshops und Clinics in deutscher, niederländischer und englischer Sprache. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie auf Seite 86 Ihres Katalogs, suchen Sie sich aus, wo Sie hingehen möchten. Und wie gesagt, hier auf der Hauptbahn im Saal sind wir auch immer nach wie vor für Sie da. Dann können Sie auf Niederländisch, Deutsch, Englisch und Spanisch zuhören, wenn Sie mögen. Wenn Sie mich zwar hören, aber noch kein Headset haben. Die Headsets können Sie auch entweder auf der VIP-Tribüne vorne bei den Kolleginnen abholen, die Sie auch begrüßt haben, als Sie reingekommen sind. Ansonsten beim KFPS-Stand, da kann man die auch in Empfang nehmen. Dann können Sie uns ganz eigenständig zuhören. Des Weiteren gibt es heute neben den Clinics auch noch die sogenannte Horses to Fly Wettbewerbe. Horses to Fly ist vom KFPS ausgerichteter Dressurfahrtwettbewerb. In verschiedenen Kategorien werden da hier die Finalzeiten geritten. Und im Endeffekt gibt es auch noch einen allgemeinen Meister, das heißt das Finale der Finalisten, das Turnier der Sieger, haben wir hier auch noch schnell zwischendurch. Dabei geht es nicht darum, schnell zu fahren oder als Erster durchs Ziel zu kommen, sondern so schön wie möglich zu fahren. Für mich immer am einfachsten, sich das zu merken. Wer am meisten angibt, gewinnt. Meistens mit sehr viel Musik und unter Einsatz der größten Talente der Friesen. Die Friesen sind gemacht für Dressur und fürs angespannte Fahren. Das heißt, ich denke, dass wir das alle genießen können. Die werden zwischendurch im Programm eingeworfen, dazwischen gepfeffert. Auch das lässt sich Ihrem Katalog entnehmen oder dem Tagesprogramm. Das ist aber unser Plan für heute. Wie gesagt, ich bleibe bei Ihnen. Wenn Sie mögen, sollten Sie Lust haben, auf Spanisch oder Englisch zuzuhören, wechseln Sie zu Kelly oder Ruben. Und morgen können Sie uns auch auf Friesisch zuhören. Door met centralesnummer 138, hengstnummer 138. Wir machen weiter mit dem Hengst 138, der Katalog Nummer 138. Wispe van der Rijwij. Ein Sohn von Johannes 484 und der Stern-Sportpräferentenstute von Torben 466. Gezüchtet und im Besitz von Ide Vries von Vliet aus Oosterwolde. Wir sehen also Johannes 484, Torben 466 und Doutzen 420 vereint in unserer Katalognummer 138, die 138 Wispe van der Rijwij.
Opgesteld is Hengstturm 151. Die 151 steht vor der Jury, die 151 in ihrem Katalog. 151, 151. Walt van der Hagenweg. Walt van der Hagenweg. Zoon van Auwert 514. Ein Sohn von Auwert 514 und einer Sternpräferentenstute aus Dries 421. Gezüchtet von NJM Kooiman in Schrol und im Besitz von SJ Reuter in Nijbeets und Ruth Scheik in Ely im Vereinigten Königreich. Wir sehen also Auwert 515, Dries 421 und Bente 412 vereint in unserer Katalognummer 151, der 151, Walt van der Hagenweg. Sie werden auch gemerkt haben, meine Damen und Herren, dass die Nummern in Ihrem Katalog zwar chronologisch geordnet sind, von 1 bis ungefähr 300 noch was, aber nicht hier in der gleichen Reihenfolge der Jury vorgestellt werden. Das hat damit zu tun, dass die verschiedenen Pferde natürlich bei verschiedenen Stellen stehen und dort auch ausgebildet werden. Wir haben versucht, um Mensch und Tier so viel wie möglich zu schützen und die Nerven zu bewahren, die Pferde so einzuteilen, dass die Ställe relativ früh durch sind mit allen Pferden, die bei ihnen stehen. Das heißt, Sie sehen die Pferde sortiert nach Ausbildungsstellen und nicht chronologisch. Außerdem ist innerhalb der Sortierung auch darauf geachtet worden, dass wir Tiere mit dem gleichen Vater so viel wie möglich in die gleichen Gruppen einteilen, sodass die Jury einen guten Überblick davon hat, wie die Nachkommen eines bestimmten Hengstes aussehen und sich verhalten. Das ist aber der Grund, warum Sie nicht erst Nummer 1, dann Nummer 2, dann Nummer 3 sehen, sondern wir von 132 zu 4, zu 138 und jetzt zu 151 gesprungen sind. Das sind Tiere, die in den gleichen Stellen oder ungefähr den gleichen Stellen stehen und oft den gleichen Vater haben. Im Katalog können Sie aber mit der Nummer, die vor jedem Namen steht, wie zum Beispiel im Moment der 151, die Informationen zum Tier finden. Das ist nach wie vor so. Allerdings müssen Sie ja ein bisschen mehr blättern. Aber dann sind Sie auch darüber schon mal informiert. De hele bezetting was verdeeld over 2 dagen. Gisteren 8 groepen gehad. We hebben 8 groepen zet. Diese zweite Besichtigung ist natürlich über 2 Tage verteilt. Gestern haben wir damit angefangen. Die ersten 8 Gruppen haben wir bereits gesehen. Das waren 59 Hengste. 23 davon haben es in die Vorreittage geschafft, in die dritte Besichtigung. Wie bereits erwähnt, unter der Bedingung, dass sowohl eine veterinäre als auch eine Spermauntersuchung positiv abgeschlossen wird. Die tierärztlichen Untersuchungen sind bereits am kommenden Montag, dem 19. Januar, zugänglich. Die Spermauntersuchung kann auch bis zum 15. Mai ausgeführt werden.
nu de bezichtiging van hengstnummer 11. Und dann sind wir angekommen bei dem Hengst mit der Katalognummer 11, die 011. Imte von Banzega. Ein Sohn von Ulbrand 502 und einer Stammbuchstute aus Bickel 470. Gezüchtet und im Besitz von P. Hoekstra und R. Mürling aus Bantecha. Wir sehen also 011, die 11, Ulbrand 502, Bickel 470 und Tjerke 397, vereint in unserer 011 in der 11, Imte von Bantecha. All diese Informationen zu den Hengsten können Sie natürlich auch auf dem Bildschirm sehen. Omroep Friesland, der lokale Fernsehsender, hilft uns da unfassbar gut bei, bringt alles ins Bild, was wir im Bild haben wollen. Und in Ihrem Katalog können Sie diese Informationen unter der Katalognummer natürlich auch finden.
door met hengstnummer 144. Und wir sind angekommen beim Hengst mit der Nummer 144, der 144. Wopke von Hillestedt-Östergaard. Auch ein Sohn von Johannes 484 und einer Sternstute aus Norbert 444, gezüchtet und im Besitz von H.J. Osterhoff in Süldrup. Wir haben also Johannes 484, Norbert 444 und Wirt 409. Kommen zusammen in der 144, der 144, Wopke von Hillestedt-Östergaard, gezüchtet in Dänemark. Check even uit.
de laatste hengst alweer in groep nummer 9 is hengst nummer 3. Dann sind wir schon wieder beim letzten Hengst dieser 9. Gruppe angekommen. Das ist die Katalog Nummer 3, die 003, Wünde von Stal Harjus, ein Sohn von Ulbran 502 und einer Kronpräferenten Doppel-A-Studie aus Tjale 454. Gezüchtet und im Besitz von Yvonne Harjus aus Wellingaar. Wir sehen also Ulbran 502, Tjale 454 und Andries 415 vereint in unserer Katalog Nummer 3, der 003, Wünde von Stal Harjus. Wat waren ze de hengsten, dames en heren, gedeeld in groep 9 in deze tweede bezetting. Das waren die Hengste der Gruppe 9 in dieser zweiten Besichtigung. Wie gesagt, Gruppen 1 bis 8 hatten wir gestern schon. Wir sind heute mit Gruppe 9 begonnen. Gestern haben es 23 Hengste in die dritte Besichtigung in den Vorreitagen diesen Juni geschafft, um weiter zu hoffen auf den Status als Stammbuchhengst. Wir werden also jetzt hören, welche Hengste der Gruppe 9 sich diesen 23 anschließen dürfen. Wir sehen sie alle zusammen auf der Bahn in der gleichen Reihenfolge, in der sie auch beurteilt worden sind. Sie werden noch einmal für die Jury im Kreis gehen. Dann werden die letzten Notizen gemacht und verglichen. Und dann wird uns Vorsitzende Corrie Terpstra von der Meer im Namen der Jury die Ergebnisse mitteilen und auch wissen lassen, wer es in die Vorreittage geschafft hat.
Für den Fall, dass Sie hier bei uns in der Halle sitzen, Sie werden sehen, dass die Pferde sehr nervös sind. Das hat damit zu tun, dass die Tiere natürlich jung sind. Die Musik, die Sie hier im WTC hören, kommt über Lautsprecher, die in Richtung der Tribünen gerichtet sind. Die Tiere selber hören von der Musik eigentlich gar nichts, um den Stress nicht noch schlimmer zu machen. Wir sehen aber, dass sich unsere Jury wieder hinter die Jury wieder hinter ihren Tischen steht. Das heißt, wir geben das Wort unserer Vorsitzenden Corrie Terpstra und dann kriegen wir die Ergebnisse der Gruppe Nummer 9. Ja, guten Morgen alle zusammen. Herzlich willkommen auf diesem zweiten Tag der zweiten Besichtigung. Wir haben direkt eine etwas schwierige Gruppe. Wir haben etwas mehr diskutiert, haben aber jetzt die Ergebnisse. Wir fangen an mit der 132, der 132. Ein jugendhafter Hengst mit einer guten Rassenausstrahlung, viel Front. Er könnte eine etwas besser verbundene Oberlinie haben, hat aber eine ausreichend lange Gruppe. Das Beinwerk hat eine ausreichende Qualität, starke Köten im Vorderbein. Wir sehen im Schritt eine sehr kurze Schrittlänge, aber taktmäßig. Auch zu wenig Einsatz im Hinterbein. Wir sehen einen Trab, der etwas zu viel auf der Vorderhand bleibt. Er könnte etwas mehr mit dem Hinterbein arbeiten. Der Hengst kommt nicht mit in die Vorreittage. Die 004, ein Hengst mit einer luxuriösen Rassenausstrahlung, einem vertikalen Hals, der etwas länger hätte sein können. Der Hengst hat eine korrekte Oberlinie und eine ausreichend lange Gruppe. Das Beinwerk ist fein und hart, etwas säbelbeinig im Hinterbein und weiche Köten im Vorderbein. Wir sehen einen etwas hastigen, kurzschrittigen Schritt, aber im Takt. Im Trab könnte der Hengst sich etwas aufrechter präsentieren, hat aber einen schönen Einsatz vom Vorderbein. Der Hengst kommt nicht mit in die Vorreittage. Dann die 138. Ein Hengst mit ausreichender Rassausstrahlung, der etwas royaler könnte sein. Die Linien sind uns etwas zu kurz. Ein vertikaler Hals, aber eine etwas steile Schulter. Wir sehen auch eine Oberlinie, die schöner sein könnte in den Anschlüssen und Verbindungen. Die Gruppe ist kurz und abfallend. Wir haben ein ausreichend qualitatives Beinwerk, obwohl die Köten etwas weich sind. Wir sehen einen Hengst mit einem guten Schritt, raumgreifend und aktiv. Im Trab hat er einen guten Einsatz des Hinterbeins, braucht aber ein etwas hohes Tempo, um überhaupt zum Trab zu kommen. Er könnte seinen Rücken etwas mehr einsetzen. Der Hengst kommt nicht mit in die Vorreittage. Dann die 151. Ein Hengst mit einer luxuriösen Rassenausstrahlung, einem edlen Kopf und einem langen Hals. Korrekte Schulterlage und eine korrekte Oberlinie. Ein Hengst mit langen Vorderbeinen. Feines Beinwerk, das von guter Qualität ist. Etwas säbelbeinig im Hinterbein. Wir sehen einen taktmäßigen und korrekten Schritt. Im Trab sehen wir eine ausreichende aufrechte Haltung, kann gut wechseln. Der Hengst kommt mit in die Vorreittage. Die 011, ein Hengst
der etwas frühreif rüberkommt und nach vorne gebaut ist. Eine ausreichende Oberlinie, ein ausreichend langes Vorderbein. Das Beinwerk ist korrekt gestellt, hart und trocken, royale Hufe auch. Wir sehen einen raumgreifenden und aktiven Schritt, einen Trab mit viel Raumgriff und viel Leichtigkeit. Er könnte etwas mehr aufrecht laufen, aber wir nehmen ihn trotzdem mit in die Vorreittage. Kommen wir zu 144. Ein Hengst mit langen Linien und viel Front. Er könnte etwas jugendhafteren Eindruck machen. Korrekte Oberlinie und eine ausreichend lange Gruppe. Das Beinwerk ist gut, von guter Qualität, hat royale Hufe. Im Schritt sehen wir einen etwas kurzen Schritt. Er könnte etwas raumgreifender sein. Etwas mehr Beugung in den Sprunggelenken sehen, aber läuft im Takt, im Trab. Sehen wir ausreichende Kraft und auch ausreichende Beugung. Wir hätten gerne einen etwas aufwärts gerichteteren Trab, aber wir nehmen das Tier mit in die Vorreittage. Dann die Nummer 3, 003, ein Hengst mit ausreichender Rassenausstrahlung, den wir gerne mit längeren Linien gesehen hätten. Etwas mehr Front wäre auch schön gewesen. Ein Hengst mit einer korrekten Schulterlage und Oberlinie. Das Beinwerk hätte qualitativ hochwertiger sein können. Wir sehen einen Schritt, der viel aus dem Takt gerät. Und einen raumgreifenden Trab, der aber zu sehr auf der Vorhand gelaufen wird. Wir hätten gerne mehr Einsatz des Hinterbeins gesehen, vor allem unter dem Körper, weshalb das Pferd nicht mitfährt in die Vorreittage. Aus Gruppe 9 nehmen wir also mit in die Vorreittage die Hengste mit der Nummer 151, Hengst mit der Nummer 011 und die Nummer 144. Dann sind wir mittlerweile bei 26 qualifizierten Hengsten angekommen. Die Nummern 151, 011 und 144 sehen wir nach den Ergebnissen der Gruppe 10 noch einmal. Dann werden sie jeweils mit 2 Züchtern und Besitzern zurück auf die Bahn gebeten, um Blumen, Glückwünsche und Rosetten in Empfang zu nehmen, weil das natürlich doch ein sehr wichtiger Schritt ist, hier weiterzukommen. Und wie bereits erwähnt, ist diese Einladung und die Vorreittage wird ausgesprochen unter der Bedingung, dass sowohl die Spermauntersuchung als auch die tierärztliche Untersuchung positiv und zufriedenstellend abgeschlossen werden. Wir hören mittlerweile wieder schöne Musik und warten auf den ersten Hengst der Gruppe Nummer 10. Hoogengst wordt daar allemaal het eerste lichting in Haring. Meer dan 300 hengsten al daar. We denken ze 120 aangekondigd voor de opwachting. Dieser Weg zum Stammbuchhengst hat für die aktuell präsentierten Hengste begonnen im November in Harich, hier in Friesland. Da sind 300 Hengste präsentiert worden. In der ersten Besichtigung 120 haben sich für diese zweite Besichtigung qualifiziert. Hier werden sie also wieder beurteilt, in der Hoffnung, in die Vorreittage im Juni eingeladen zu werden, wo sie dann unter dem Sattel auch vorgestellt werden. Dann gibt es noch eine letzte zentrale Untersuchung im September, im Herbst, und dann wird festgestellt, welche der übrig gebliebenen Kandidaten tatsächlich als Stammbuchhengste ins Stammbuch eingeschrieben werden. Auch noch einmal von uns die Mitteilung und der Tipp, dass in Kürze die ersten junge KFPS Clinics beginnen, sowohl im Strohdorf auf den Stellen als auch im Hotel. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie einmal nach auf Seite 86 Ihres Katalogs, da finden Sie alle Workshops und Clinics.
In deze groep starten we met Hengstköring. In Gruppe Nummer 10 fangen wir an mit der Katalognummer 013, der 13. Jevan Damben, ein Sohn von Ulbrand 502 aus einer Sternstute aus Epke 474, gezüchtet im Besitz von Earle-Frison Dambene in Ménetrol in Frankreich. Wir haben also französische Besitzer, auch Züchter. Und wir sehen Ulbrand 502, Epke 474 und Faber 348, vereint in unserer Nummer 013, Katalog Nummer 13, Jevan Damben.
Wenn Sie auch die Gruppeneinteilung im Internet gefunden haben, dann werden Sie gesehen haben, dass der erste Hengst in Gruppe 10 die Katalognummer 147 gewesen wäre. Wir hören gerade von den Ringmeistern, dass dieser Hengst nicht präsentiert wird. Der tritt überhaupt nicht an. Das heißt, wir hatten als ersten Hengst die 013, machen gleich weiter mit der 154 und werden leider die 147 Wilke überhaupt nicht sehen heute. Oké, ik was even wachten op de volgende. Er staat in de volgorde iets op dit. Wir haben die Nummer 148. Reihenfolge ein wenig verändert. Das heißt, das Pferd in der Bahn ist nicht die 154, sondern die 148. Yip S. Also noch einmal jetzt auf der Bahn die Nummer 148, die 148 in Ihrem Katalog. Da sehen wir ihn dann aufgestellt vor der Kommission, die 148, die 148, Yip S. Yip ist ein Sohn von Johannes 484 und einer Sternstute aus Dries 421, gezüchtet von AAC Glas Schipper in Zuid-Schermer und im Besitz von SJ Reuter in Nijbeets und Ruth Sheik in Ely im Vereinigten Königreich. Wir sehen also die 148, die 148, Johannes 484, Dries 421 und Jakob 302 vereint in unserer Katalognummer 148 der 148 Yip S.
De bezetting van Hengstnummer 154. Die zweite Besichtigung von Hengst Nummer 54, die 154. In nummer 154, Saint-Saëns White R is de naam. White R, ein Sohn von Alvin 469. Mutter ist eine Sternpräferentin von Deutzen 420, gezüchtet und im Besitz von R. de Jong in Oude Horne. Wir sehen also Alvin 469, Deutzen 420 und Andries 415, vereint in unserer Katalognummer 154, der 154 White R.
Stelhengst nummer 248 in deze tweede zitting. Dames nummer 208 en Wir sehen 248. Wir sehen die 248, die 248, Tonge van de Istwei. Ein Sohn von Alke 468, aus einer Fohlenbruchstute von Uldrik 457, gezüchtet von FM Hasma Suma, der gleichzeitig auch Besitzer ist. Wir haben also die Alke 468, Uldrik 457 und Reierts 337-Kombination in unserer 248er Katalognummer 248, Tonge van de Istwei. Istwei, Entschuldigung.
Vervolgens in de keuringsbaan nummer 19. Der nächste Hengst in unserer Körungsbahn ist die 19, die 019, Volk Zwart d'Ambène. Ein Sohn von Ulbrand 502, aus einer Kron-Triple-A-Stute von Schalke 397, gezüchtet unter Besitz von Earle Frison d'Ambène in Ménetrol in Frankreich. Also auch ein in Frankreich geborener Hengst. Wir sehen also die Kombination Ulbrand 502, Schalke 397 und Harmen 424 vereint in der Nummer 019 der Katalognummer 19 Volk Zwart d'Ambène.
Opgesteld is hengst nummer 276. Vor der Jury steht die Nummer 276, die 276, Wisse B. Ein Sohn von Behn 517 und einer Sternpräferentenstute aus Mainze 439, gezüchtet von W. Boonstra in Ürezerp und im Besitz von M.J. Höker in Ehn. Wir sehen also Behns 517, Mainze 439 und Fetze 349, Fetze 349, Entschuldigung, vereint in der 276 in ihrem Katalog der 276 Wisse B. Auch schon wieder der letzte Hengst in dieser 10. Gruppe. Zag de hengst ingedeeld in de 10e groep, 2 bezettinghengsten. Sie sahen die Hengste der 10. Gruppe in dieser 2. Besichtigung. Wie Sie das bereits gewohnt sind, werden wir gleich noch einmal alle Hengste dieser Gruppe 10 auf der Bahn begrüßen, um noch einmal sich der Jury im Schritt zu präsentieren. Dann werden wir die Ergebnisse hören. Die Kommission wird einige dieser Hengste auch in die Vorreittage einladen. Und dann werden wir die erfolgreichen Hengste aus den Gruppen 9 und 10 zurück auf die Bahn bitten, jeweils mit 2 Züchtern, 2 Besitzern. Wir bitten Sie darum, keine Kinder mit auf die Bahn zu nehmen, aus Sicherheitsgründen. Die Pferde sind jung. Es ist ein sehr ungewohntes und stressiges Umfeld hier. Darum wollen wir keine Risiken eingehen. Darum nur wenig Menschen, jeweils 2 Besitzer, 2
Züchter und bitte keine Kinder auf der Bahn. Nach dieser, wenn die dann auf der Bahn sind, die Züchter, Besitzer und Pferde, dann gibt es Glückwünsche vom Vorstand des KFPS. Es gibt Blümchen, es gibt eine Rosette für die Pferde. Danach werden dann beide Gruppen oder erfolgreichen Pferde und Besitzer der Gruppen 9 und 10 die Bahn verlassen und wir machen direkt weiter mit den Gruppen 11 und 12. Während wir aber jetzt hier erst einmal die Jury sehen, unsere Hengstkürungskommission, wie sich die Pferde der Gruppe 10 noch einmal ansieht. In der Mitte der Bahn sehen Sie im Moment das Dreigespann unserer Hengstenkürungskommission, bestehend aus Vorsitzerin Corrie Terpstra von der Meer, Popke von der Möhlen und Ellen von Gastel. Dahinter sehen Sie einen weiteren Mann in dunkelblauem Anzug mit rundem Hut auf. Das ist einer unserer Ringmeister, in diesem Fall ist es Harm van der Möhlen. Der wird im Ring selbst unterstützt von seinen Kollegen Rein Hettinger, Pieter Landsheer, Johann Hilkema und Jacoba van der Graaf, die dafür sorgen, dass wir im richtigen Moment die richtigen Pferde am richtigen Platz haben. Bei denen bedanken wir uns natürlich auch. Während ich Ihnen das alles erzähle, läuft die Jury zurück zu ihren Tischen. Sie haben ihre Entscheidung getroffen und wir hören die Ergebnisse der Gruppe 10 danach, also der Glückwunschmoment. Aber wir fangen an mit den Ergebnissen der Gruppe 10. Wir fangen an in Gruppe 10 mit der 013. Ein Hengst mit langen Linien und hohen Beinen. Viel Rassenausstrahlung, ein edler Kopf und viel Behang. Ein langer Hals, ausreichend in der Oberlinie, etwas abfallend in der Gruppe. Das Beinwerk hat ausreichende Qualität. Ein Hengst mit einem etwas geraden Hinterbein, ein aktiver, raumgreifender Schritt und ein aufrechter Trab mit gutem Einsatz des Hinterbeines und Körpers. Den Hengst nehmen wir mit in die Vorreittage. Die 154, ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, edlem Kopf und einem etwas vertikalen, aber schweren Hals. Wir hätten generell gerne einen etwas aufwärts gerichteteren Bau gesehen, eine ausreichende Oberlinie und Gruppe. Hartes Beinwerk, ein wenig säbelbeinig im Hinterbein. Im Schritt sehen wir einen aktiven, aber nicht ganz so raumgreifenden Schritt, wie wir das gerne gesehen hätten. Wir hätten etwas mehr Körpereinsatz uns gewünscht. Das gleiche sehen wir eigentlich auch im Trab. Gute Beugung im Hinterbein. Aber wir hätten gerne das Hinterbein mehr unter den Körper gestellt gesehen. Etwas mehr Körpereinsatz wäre wünschenswert gewesen. Das Pferd kommt nicht mit in die Vorreittage.
Die 248, ein Hengst mit viel Rassenausstrahlung und viel Behang. Schöne Front, ein Hengst, der etwas mehr aufwärts gebaut hätte sein können. Und wir hätten gerne längere Vorderbeine gesehen. Eine ausreichende Oberlinie, etwas zu kurz in der Gruppe. Das Beinwerk hätten wir gerne qualitativ hochwertiger gesehen. Ein wenig weiche Koten im Vorderbein. Wir hätten gerne royalere Hufe gesehen. Mehr Qualität hätten wir uns gewünscht. Wir sehen im Schritt kurze Schritte, die etwas zu hastig sind, aber ausreichend taktmäßig. Wir hätten gerne einen raumgreifenderen Schritt gesehen im Trab. Sehen wir einen Hengst mit guter Beugung. Aber auch da hätten wir uns eine etwas aufrechtere Haltung gewünscht, weshalb der Hengst nicht mitkommt in die Vorreittage. Die 148, ein Hengst mit langen Linien und korrektem Bau, viel Rassenausstrahlung, eine royale Schulterpartie, korrekte Oberlinie, etwas kurz in der Gruppe. Das Beinwerk ist hart und trocken. Im Schritt sehen wir raumgreifenden, taktmäßigen Gang. Wir hätten gerne etwas mehr Beugung am Sprunggelenk gesehen. Wir sehen einen aufrechten Trab mit einem guten Einsatz des Hinterbeins und raumgreifend. Der Hengst kommt mit in die Vorreittage. Die Nummer 19, die 019, ein Hengst mit ausreichender Rassenausstrahlung und schöner Front. Wir hätten gerne einen etwas längeren Hals gesehen. Gute Schulterpartie, ausreichend in der Oberlinie. Das Beinwerk hat gute Qualität, etwas weiche Koten im Vorderbein. Im Schritt ist der Hengst ausreichend raumgreifend, hätte aber etwas aktiver sein können. Wir hätten gerne einen korrekteren Bewegungsablauf im Vorderbein gesehen. Wir sehen einen Trab mit viel Raumgriff und ausreichender Beugung. Hätten gerne etwas mehr Trage- und Schwebemoment gesehen, mehr zum Tragen kommen, mehr Rückeneinsatz. Den Hengst nehmen wir nicht mit in die Vorreittage. Und die 276. Ein Hengst, den wir gerne etwas luxuriöser gesehen hätten, mit mehr Rassenausstrahlung, aber eine leichte Kopf-Hals-Verbindung, hat ausreichende Länge im Hals. Ein etwas horizontaler Hals, ausreichende Oberlinie, ein wenig abfallend im Kreuz, in der Gruppe. Er hat ein hartes und feines Beinwerk. Im Schritt ist sehr kurz und sehr hastig. Wir hätten gerne einen besseren, korrekteren Vorderbeineinsatz gesehen. Wir sehen einen ausreichend raumgreifenden Schritt, aber hätten auch da mehr Körpereinsatz uns gewünscht, weshalb wir diesen Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Dann dürfen wir gratulieren den Hengsten 013 und 148. Die dürfen zusammen mit den Nummern 151, 011 und 144 auf die Bahn zurückkehren. Der erste Vorreittag ist für Juni diesen Jahres geplant. Und alle eingeladenen Hengste werden direkt tierärztlich untersucht. Auf den Webseiten des KfPS können Sie dann ab Montag, ab dem 19. Januar, auch die Ergebnisse dieser tierärztlichen Untersuchung sehen. Die Nummern 151, 11, 144, 13 und 148 kommen zurück auf die Bahn mit ihren Züchtern und Besitzern, 2 jeweils bitte, damit sie beglückwünscht werden können zu diesem sehr wichtigen Schritt auf dem Weg ins Stammbuch.
mooie jonge hengsten, dames en heren. Immer schön, das so zu sehen, die hübschen jungen Hengste, die lachenden Gesichter der Menschen hinter den Pferden, die doch so viel dafür getan haben, dass sie diesen Moment erreichen konnten. Von der Gruppe 9 sehen wir die Katalognummer 151, Wald van der Hageweg. Vater ist Auert 515. Mütterlicher Großvater ist Dries 421, gezüchtet von N.J.M. Koeman in Schrol und im Besitz von S.J. Reuter in Nijbeets und Ruth Scheik aus Ely im Vereinigten Königreich. Unsere herzlichen Glückwünsche. Außerdem aus Gruppe 9 die Nummer 11, die 11, Imte von Bantere, Sohn von Ulbrand 502 und Enkel von Bickel 470, gezüchtet und im Besitz von P. Hoekstra und R. Mührling in Bantere. Herzlichen Glückwunsch. Und die 144, die 144, auch aus Gruppe 9, Wopke von Hillestedt-Österrath, Sohn von Johannes 484, Enkel von Norbert 444, gezüchtet und im Besitz von H.J. Oosterhof in Schuldrup in Dänemark. Auch da natürlich herzlichen Glückwunsch. Aus der Gruppe 10 haben wir die Nummer 013, Jevan Dambene, ein Sohn von Ulbrand 502 und ein Enkel von Epke 474, gezüchtet und im Besitz von Earle Frison Dambene in Ménetrol in Frankreich. Auch da gratulieren wir natürlich herzlich. Und dann die 148, die 148 in ihrem Katalog Jip S., Sohn von Johannes 484, Enkel von Dries 421, gezüchtet von AAC Glas Schipper in Zuid-Schermen und im Besitz von S.J. Reuter Nijbeets und Ruth Scheik aus Ely im Vereinigten Königreich. Auch da herzlichen Glückwunsch. Ze de dames die schakken weer met z'n allen mooie bloemetjes meegenomen. Daar hulde van Hengstenkeuringcommissie Rechte Unsere Linten-Damen, das sind die Damen in der friesischen Tracht, die Sie hier gesehen haben, haben wieder schöne Blumen mitgenommen, die wir hier den Besitzern und Züchtern überreichen, während auch unsere Hengstkörungskommission gratuliert. Wichtiger Schritt natürlich auf dem Weg in die zentrale Untersuchung und dem Einschreiben ins Stammbuch. Aber vorher muss noch vorgeritten werden in den Vorreitagen und die müssen natürlich auch noch überlebt werden. Diri Schotz macht hier Fotos für uns und dann sind wir gleich auch schon wieder zurück mit der Gruppe 11. Ja, dat gaat eraan, is het wel een beetje shots. Als de fokkers even naar op de tribune weer zitten, dan hebben we fokkers al rustig gaan werken. Dan gaan we zo nog een keer, dames en heren, Hengsten nogmaals gefeliciteerd met z'n achter deze. Sie drehen nochmal ihre Ehrenrunde, meine Damen und Herren. Die Spitzenreiter der Gruppen 9 und 10, die eingeladen sind zu den Vorreitagen.
We hebben gisteren een geweldig mooie dag gehad, spannende tweede bezichtiging mee begonnen. En uiteindelijk gisteren 3 hengsten doorgereden. Die zijn vandaag al in 5 weggekomen. We zitten dus op het tussenstand van 8 hengsten. We gaan naar die voorwaarden opdoen, wat had gezegd worden. Gisteren ook een hele mooie hengstenbal, geweldig ontvangen door het enthousiaste publiek. Er gaan al 3.000-4.000 man erbij bij de hengstenbal, dat is helemaal goed. Een hele mooie show gestaan op het diepte van haar licht. En dat wordt vanavond van bekeken. Dan weer aan de groep nummer 11. Morgenziekje van Wimma Koopmans met de knoopjes van de eerste hengst in groep nummer 11. Mooie dag. Während wir schon wieder den ersten Hengst der Gruppe 11 sehen, hat Herr Bert Reuter, die Ikone des niederländischen Pferdesports, der Stadionsprecher hier, Sie nochmal darüber informiert, dass wir mittlerweile bei 28 Hengsten sind, die sich qualifiziert haben für die Vorreittage, dass wir gestern auch den Hengstball hatten in erster Edition, eine kleine Vorführung dessen, was so ein Stammbuchhengst alles kann, nachdem er dann zugelassen ist. Es waren Hengste ab 6 Jahren, die bereits im Stammbuch aufgenommen sind. Und natürlich gab es gestern Abend auch den Showabend hier, den It's Hinde von Harich, ein schönes Theaterstück. Während wir mittlerweile die 185 sehen, die 185 in ihrem Katalog Thomas van Riddendijk. Ein Sohn von Auert 514 aus einer modellpräferenten Leistungsstute mit Doppel-A von Eibert 419, gezüchtet und im Besitz von A. Duivelettinga in Hartwert. Ein Hengst aus dem Jahrgang 2022. Auert 514, Eibert 419 und Wopke 403, vereint in unserer Katalognummer 185 185 Thomas van Riddendijk.
Hengstnummer 186 is opgesteld. Der Hengst mit der Nummer 168, Katalognummer 186, steht vor der Jury. 86, zangkater 6, Willem Willem van Goingamiden. Naam is Auwert 514. Vater ist Auwert 514, Mutter eine Sternstute aus Menne 496. Gezüchtet und im Besitz von H&R Brandsma in Goenga. Wir haben also Auwert 514, Menne 496 und Sape 381, kombiniert in unserer Katalognummer 186 der 186 Willem van Goingamide.
Kijk naar de nummer 201. Natuurlijk, hè? 201 opgesteld. 201, 201, de Jean-Pierre, Wilbert en M. Op het zoon van de oude Fijnweg 4, op de Fijnweg van de Spelle 422. Die 201 steht vor der Jury, die 201, Wilbert RM, ein Sohn von Auert 514, Sternstute aus Fälle 422, Großvater ist Jasper 366. Wir gezüchtet und in Besitz von R. Döram in Nordwolle. Wir sehen also Auert 514, Fälle 422 und Jasper 366 vereint unserer Katalognummer 201 201 Wilbert RM. Ich befürchte, dass ich gerade eben, während ich mit meinen Kollegen diskutiert habe, mein Mikrofon nicht ausgeschaltet habe. Dafür entschuldige ich mich bei allen Zuschauern vom Stream. Das war natürlich nicht geplant. Entschuldigung. Hekskeuringcommissie kijkt naar heks nummer 88, nummer 88 opgesteld.
88, 88, Katholiek, Jesper RS van Top en Vel. Vor der Kommission aufgestellt steht die Nummer 88, die 088 Jasper RS, ein Sohn von Alvin 469, aus einer Sternpräferentenstute von Brandus 345, gezüchtet von Erschra N.A. Vinja in Oppenhausen, die sich auch den Besitz teilen mit Corina Vinja als Wellingecha. Wir haben also die Kombination Alvin 469, Brandus 345 und Jochem 259 in der 088 der Katalognummer 88 Jesper RS von Top en Twel. Zodat om 10 uur de eerste clinics van de KFPS. Um 10 Uhr fangen die ersten Clinics des jungen KFPS an, jungen KFPS, im Hotel
werden die beginnen. Wir haben 2 Clinics hier auf der Bahn. Es gibt Clinics im Stall. Wir haben Clinics im Strohdorf. Sie können sich also ganz ausleben, wenn es darum geht, mehr zu lernen über die Friesenpferde. Wenn Sie einen Katalog haben, entweder digital oder in den Händen halten, dann können Sie auf Seite 86 das Klinikprogramm nachschauen. Um 10 Uhr geht es los im New York-Saal auf Niederländisch, auf Englisch im New York-Saal 2. Unter anderem zum Export von Friesen, zahnärztlichen Problemen geht es da dann weiter. Im New York-Saal 3 können Sie auch ab 12.45 Uhr deutsche Clinics mitmachen. Auf der großen Piste werden die natürlich einfach übersetzt. In den Ställen auf Niederländisch und Englisch und im Strohdorf nur auf Niederländisch. Seite 86 in Ihrem Katalog. Während wir mittlerweile schon wieder bei der 260 angekommen sind, Wander uit Westeree, ein Sohn von Alga 522 und einer Sportstute aus Fälle, einer Sternstute aus Fälle 422, gezüchtet von AFPW Kamminga in de Westereen, der auch gleichzeitig Besitzer ist. Wir sehen also die Kombination Alga 522, Fälle 422 und Lefferts in der 260, der 260 Wande uit Westereen. Wir hören noch einmal über die Clinics. New York 1 auf Niederländisch, New York 2 auf Englisch und in New York 3 geht es erst auf Niederländisch los. Danach gibt es englische Clinics und ab 12.45 Uhr geht es dann auf Deutsch weiter mit Marc-Peter Spahn, der funktionale Charakter, und ab 14 Uhr Hufpflege beim Friesenpferd. Hier bei uns auf der Piste geht es um 16.20 Uhr los mit den Clinics. Dann geht es unter anderem eine Präsentation und später die elektronische Satteldruckmessung mit Friso-Saddles. Das gibt es um 17 Uhr. In den Ställen können Sie auf Niederländisch zuhören um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr und 13.30 Uhr. Und auf Englisch geht es dann um Judging the Frisian Horse. Im Strohdorf wird auf Niederländisch um 11 Uhr und um 12 Uhr das ein oder andere erklärt. Wie gesagt, Sie können das Klinikprogramm auf der Website finden, im Online-Katalog oder auch im Katalog auf Seite 86 und 87.
Simon Reemers wil volle sterkte zorgen ervoor dat ook vandaag weer voortreffelijk op tijd verloopt. Sie sehen auch hier wieder, unsere Ringmeister haben es so richtig drauf, sorgen dafür, dass wir pünktlich und gut im Zeitplan liegen. Der nächste Hengst ist schon wieder auf der Bahn und wird darüber informiert, dass im Schritt doch bitte nicht die ganze Runde gelaufen werden soll, sondern er sich direkt aufstellen kann. Es gibt nämlich in Gruppe 11 auch schon wieder nur noch 2 Hengste, dann sind wir mit der schon wieder durch. Dann sind wir bei der 55, der 055. Yucatan van de Tipsterwei. Ein Sohn von Tide 501. Aus einer Sternstute von Eise 489. Im Besitz und gezüchtet von T. Dijkstra aus E. Wir sehen also Tide 501, Eise 489 und Norbert 444 vereint in unserer Katalognummer 055, der 55 Yucatan van de Tipsterwei.
De laatste alweer in groep 11, knappersnummer 3 en... Und wir sind schon wieder beim letzten Hengst der Gruppe 11 angekommen. Wir sehen die Katalognummer 93, die 093. Warren VDS. Ein Sohn von Bartele 472 und einer Sternstute aus Lolke 371, gezüchtet unter Besitz von A. von der Sluis in Coaster Tille. Wir sehen die Kombination Bartele 472, Lolke 371 und Tönes 332 in unserer Katalognummer 093 der 93 Warren VDS. Nummer 93 zet de stap is iedereen al rad vandaag, die mag naar de nakeuring. Die Nummer 93 darf die Bahn verlassen. Das funktioniert nicht richtig gut heute, ist nicht so richtig beieinander. Es gibt eine Nachkörung für die Nummer 93. Das heißt, wir gehen direkt über zur Bewertung der anderen Pferde in dieser Gruppe Nummer 11. Die kommen alle zurück auf die Bahn. Die Nummer 093 Warren VDS, die 93 geht also in die Nachkörung. Das Pferd scheint sich nicht ganz wohl zu fühlen, ist eventuell ein bisschen zu unstet, um beurteilt zu werden. Und dann gibt es zu einem späteren Zeitpunkt mit ruhigerem Umfeld noch einmal die Körung. Das genau wird also der Nummer 93, der 093 passieren. Warren VDS geht in die Nachkörung. Hengsten die doorverwezen worden aan in de zomermaanden wachtvaart. Die Hengste, die in die Vorreittage eingeladen worden sind, dürfen im Sommer auf 3 verschiedenen Vorreittagen sich vorstellen, unter dem Sattel dann. Und auch da werden sie dann natürlich wieder von der Körungskommission beurteilt, dann in anderen Disziplinen. Das Ganze findet draußen statt und wie gesagt unter dem Sattel, also näher am eigentlichen Nutzungsziel des Friesenpferdes. Da gilt es dann auch wieder, die Jury gut genug oder so hingehend zu beeindrucken,
dass sie eben doch auch denken, ja, dieser Hengst, der kann es ins Stammbuch schaffen, um dann wieder eine Runde weiter zu kommen. Und dann gibt es in der zentralen Untersuchung die 4. und letzte Besichtigung der dann noch übrig gebliebenen Kandidaten. Und von denen werden dann einige aufgenommen ins Stammbuch. Letztes Jahr haben es 4 geschafft, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir haben auch da angefangen mit ungefähr 300 Hengsten und letzten Endes haben es 4 ins Stammbuch geschafft. Das ist also wirklich ein langer Weg und ein hartes Ziel, das Sie hier vor Augen haben. Wir bedanken uns auch bei unseren Sponsoren, sowohl dem WTC Hotel, das hier direkt nebenan ist, als auch das Landbaumuseum von Friesland, das hier eine kleine Ausstellung auch für uns zusammengestellt hat im WTC Expo. Und die Kommission hat sich schnell entschieden für diese 11. Gruppe. Das heißt, die Vorsitzende Corrie Terpstra van der Meer lässt uns wissen, was die Jury von diesen Pferden hielt. Die Resultate der Gruppe 11. Wir fangen an mit der 185. Ein 4-jähriger Hengst mit viel Rassenausstrahlung, einem edlen Kopf. Er hat viel Front, aber einen etwas schweren Hals. Eine ausreichende Schulterlage. Eine etwas schwache Oberlinie. Keine gute Verbindung zwischen den Lenden. Wir hätten gerne ein etwas längeres Vorderbein gesehen. Das Beinwerk ist qualitativ gut und fein. Ein taktmäßiger Schritt, aber etwas hastig. Wir hätten gerne besser vollendete Schritte gesehen im Trab. Sehen wir eine gute Beugung im Hinterbein. Hätten aber gerne einen etwas aufrechteren Trab gesehen, mit etwas mehr Rückeneinsatz, weshalb der Hengst nicht eingeladen wird in die Vorreittage. Die 186, ein ausreichend jugendhafter Hengst, den wir gerne etwas aufrechter gebaut gesehen hätten. Auch nicht genug Rassenausstrahlung, ein wenig zu kurz im Hals, eine etwas steile Schulter, eine ausreichend starke Oberlinie, Beinwerk von guter Qualität und korrekt gestellt im Hinterbein. Wir sehen einen Schritt, der noch etwas kurz ist. Wir hätten gerne raumgreifendere Schritte gesehen und etwas zeheneng im Bewegungsablauf des Vorderbeins. Im Trab fehlt uns ein bisschen die Kraft. Wir würden gerne etwas mehr Tragemoment sehen, dass er besser zum Tragen kommt. Guter Einsatz vom Vorderbein, aber der Hengst kommt nicht mit in die Vorreittage. Dann die 201. Lange Linien und viel länger im Vorderbein. Eine leichte Kopf-Hals-Verbindung mit einem guten, langen und langlinigen Hals. Gute Schulterlage. Korrekt in der Oberlinie. Eine etwas abfallende kurze Gruppe. Das Beinwerk ist von ausreichender Qualität. Im Schritt sehen wir, dass er nicht raumgreifend genug ist, aber im Takt bleibt. Der Trab ist der aufwärts gerichtet mit viel Kraft und viel Leichtigkeit. In der ersten Besichtigung hat auch der Hengst einen guten Galopp sehen lassen, weshalb wir ihn mitnehmen in die Vorreittage. Die 088, ein Hengst mit guter Rassenausstrahlung, viel Front und einem langen Hals, der eine etwas steile Schulter hat, aber eine ausreichende Oberlinie. Auch dieser Hengst hat eine etwas abfallende Gruppe, das Beinwerk ist von ausreichender Qualität.
Wir sehen einen Schritt, der etwas kurz ist und nicht ganz viel Beugung hat im Hinterbein. Wir sehen einen Trab, der sehr auf der Vorderhand gelaufen wird. Das Hinterbein wird nicht gut unterm Körper platziert, weshalb der Hengst wenig zum Tragen kommt. Wir hätten auch gerne ein raumgreifenderes Vorderbein gesehen. Mehr Körpereinsatz wäre schön gewesen. Und darum nehmen wir den Hengst nicht mit in die Vorreittage. Die 260, ein Hengst mit langen Linien, der sehr aufwärts gebaut ist und lange Vorderbeine hat. Wir hätten gerne etwas mehr Rassenausstrahlung gesehen. Vielleicht einen etwas edleren Kopf. Ein Hengst mit einer sehr straffen Oberlinie und einem etwas abfallenden Kruppe. Er hat royale Hufe und lange Vorderbeine, aber ist etwas säbelbeinig im Hinterbein. Wir sehen einen sehr hastigen Schritt. Ich hätte gerne mehr Einsatz gesehen vom Hinterbein. Der Trab ist ausreichend, im Trab ist ausreichend Beugung in den Hinterbeinen. Wir haben aber zu wenig Rückeneinsatz gesehen. Er scheint nicht ganz im Gleichgewicht zu bleiben, weshalb wir das Pferd nicht mitnehmen in die Vorreittage. Die 055, ein Hengst mit jugendhafter Ausstrahlung, mit ausreichender Rassenausstrahlung, hätte einen etwas edleren Kopf haben können. Eine etwas steile Schulter sehen wir, aber eine korrekte Oberlinie, ausreichend lange Kruppe. Das Beinwerk ist sehr fein und von guter Qualität. Wir sehen einen Schritt mit kurzen Schritten. Wir hätten gerne mehr Einsatz gesehen im Trab. Ist der Hengst leichtfüßig, hat aber nicht ganz viel Kraft, weshalb auch dieser Hengst nicht eingeladen wird in die Vorreittage. Das heißt, dass aus Gruppe 11 nur Hengst 201 in die Vorreittage eingeladen wird. Wir gehen also machen weiter mit der Gruppe Nummer 12. Die Nummer 201, Wilbert RM, ist eingeladen worden in die Vorreittage aus dieser 11. Gruppe. Wir sind angekommen, meine Damen und Herren, bei einer neuen Gruppe, die Nummer 12, die Gruppe 12. Und wir fangen gleich an mit dem nächsten Hengst. Und da ist er dann, die Katalognummer 249, die 249. Inge van der Lege Gehen, ein Sohn von Beent 517 und einer Stute aus Johannes 484, eine Sportpräferentin, gezüchtet und im Besitz von TH Vopma in Gau, teilt sich den Besitz mit JJ Vopma in Jirnsum. Beent 517, Johannes 484 und Faber 348, vereint in der Katalognummer 249 der 249 Inge van der Lege Gehen.
De koopstal Hengstnummer 202, kamersnummer 200. Wir sehen die Nummer 202, die 202. Stijgende paard, de Zorro. Zorro. Nummer 202, samen met zij de Sande. Zorro is een zoon van Ein Sohn von 4. Komt uit een model. Auert 514 aus einer Modellleistungs-Doppel-A-Stute von Alvin 469, gezüchtet von VF Coulson in Weert und im Besitz von L. Hoekstra in Oosterzee. Wir haben also Auert 514, Alvin 469 und Theos 389, kombiniert in unserer Katalognummer 202, der 202 Zorro.
Auf der Bahn sehen wir, aufgestellt die 035, die 35 in ihrem Katalog. Itzen van Mega, ein Sohn von Team 503, aus einer Sternstute von Reinder 452, gezüchtet und im Besitz von M. van der Meer Alga in Sluisterveen. Wir sehen also Team 503, Reinder 452 und Nikle 309 in unserer Katalognummer 35, der 035 Itzen van Mega. Und heute natürlich nach wie vor im Zeichen des Jung KFPS und der Clinics. Auf Seite 86 Ihres Katalogs können Sie das alles nachschlagen, welche Klinik wann, wo und in welcher Sprache stattfindet. Ich teile Ihnen auch nochmal mit, wer da eigentlich die Hengste kürt. Das sind die Vorsitzende Corrie Terpstra van der Meer mit ihren Kollegen Popke van der Meulen und Ellen van Gastel. Sie hören im niederländischen Original hier in der Halle unseren Sprecher Bert de Ruyter. Und die Ringmeister, das sind die restlichen Herren in Blau, die Sie eventuell auf der Bahn sehen, sind Rein Hettinger, Pieter Landheer, Harm van der Meulen, Johan Hielkma und Jacoba van der Graaf. Die sorgen dafür, dass das richtige Pferd zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Standplatz ist. Auch diese Namen können Sie in Ihrem Katalog finden, vorne im Cordofon, im Organisatiemedewerkers 2026 Teil, das ist Seite 13. Da stehen die Organisationsmitarbeiter und wer hier dafür sorgt, dass alles so rund läuft, wie es läuft. Wir liegen nämlich großartig in der Zeit. Da kann man ja die Herren, die da Ringmeistern auch nochmal erwähnen. Wie gesagt, Rein, Pieter, Harm, Johann und Jacoba machen das ganz großartig.
Wir kommen zur zweiten Besichtigung des Hengstes mit der Nummer 266, die 266. Ishbran van de Spokedam, ein Sohn von Beent 517 aus einer einer Stern A-Stute aus Johannes 484, gezüchtet von Utjesma in Opende im Besitz der Familie Age-Ockema in Sigriswoude. Wir sehen also die 266, Ishbran van de Spokedam, Beent 517, Johannes 484 und Beert. In unserer Katalognummer 266, 266, Ishbran van de Spokedam.
Dan de beoordeling van de nummer 100. Dann sehen wir die 179, die 179 in ihrem Katalog. Die nummer 179, de nummer 179. Xonos van de Demro Stables. Vater ist Wander 512. Mutter eine Stern Doppel A-Stute aus Alvin 469. Gezüchtet und im Besitz der Demro Stables in Mierlo. Wir sehen also Wander 512, Alvin 469 und Challe 454 vereint in unserer Katalognummer 179 der 179 Xonos van de Demro Stables. Diejenigen unter Ihnen, die die Gruppeneinteilung kennen oder bei sich haben, werden gemerkt haben, dass wir gerade 2 Pferde gedreht haben. Wir sehen jetzt die 179, die eigentlich als 4. Pferd hätte vorgestellt werden müssen. Die 266, die an 5. Stelle steht, kam davor zum Einsatz. Da ist also ein Dreher drin. Die Informationen auf dem Bildschirm stimmen aber und passen zum jeweiligen Pferd. Wir sehen jetzt tatsächlich die 179 und hatten gerade tatsächlich die 266.
De oortjes daarvoor nummer 214 is in de... Wir sind angekommen bei der 214, der 214 in ihrem Katalog. Ipke van de Peesterhoeve. Ein Sohn von Meinte 490 aus einer Sternenstute von Markus 491, gezüchtet und im Besitz von J. Eckhardt in Peest. Wir sehen also Meinte 490, Markus 491 und Norbert 444 vereint in unserer Katalognummer 214, der 214 Ipke van de Peesterhoeve. Kurt Powell in New York, zaal 1, de export van politiepaarden over de hele wereld. In zaal 2 Dental Problems. Die nächste Runde unserer Clinics beginnt drüben im Hotel. New York, zaal 3. Ook de volgende clinic, wat de herinnering van het Friese dagpaard.
En hebben we half 12 in Seite 86 in Ihrem Katalog, wenn Sie einen zur Hand haben. Im New York Saal 1 beginnt um 11:15 Uhr Export van Friese paarden over de hele wereld. Auf Niederländisch der Export von friesischen Pferden. Im New York Saal 2 ist Dental Problems, auf Englisch Zahnprobleme. Im Zweiersaal geht es um 11:15 Uhr weiter mit Theory of Harnessing. Im New York Saal 3 auf Englisch. Und in den Ställen haben Sie um 11:30 das Longieren auf Niederländisch. Im Strohdorf den Influt der eigenen Haltung auf das Pferd auf Niederländisch. Während wir mittlerweile schon wieder das letzte Pferd der Gruppe 12 sehen, die 313 in Ihrem Katalog, ein Sohn von Herre 524 und einer Modellsport-Doppel-A-Stute aus Jerke 434, gezüchtet und im Besitz von H. Brings in Wopsel-Feen. Wir sehen also Herre 524, Jerke 434 und Olaf 315, vereint in der Katalognummer 313, der 313, Watze von Oost-Eende. Und das ist auch schon wieder der letzte Hengst in dieser 12. Gruppe. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir schon wieder durch mit Nummer 12. Das geht doch auch ziemlich schnell. Wir bedanken uns nochmal bei den Kollegen von Koopmans Geluid. Das ist das Team, das hier für Ton sorgt, sowie für Musik. Es gibt nämlich jetzt spannende Musik, während die Hengste der Gruppe 12 noch einmal auf die Bahn kommen. Unsere Hengstkörungskommission, die Jury, wird noch einmal einen letzten Blick auf sie werfen, bevor sie finale Entscheidungen trifft. De beste jongen
Die besten jungen Friesen, besten jungen Hengste aus dem Jahrgang 23 werden hier heute präsentiert. Alle Pferde von einer unglaublichen Qualität, aber es geht nun mal darum, wer als Zuchthengst, als Deckhengst aufgenommen wird ins Stammbuch. Und da sind sie sehr kritisch hier heute. So, die Kommission steht wieder hinter ihren Tischen. Das ist das Zeichen für uns, das Wort der Vorsitzenden zu erteilen, bevor wir dann die Gruppen 11 und 12 weitergekommenen zusammen mit Züchtern und Besitzern einladen für einen Glückwunschmoment und für Blümchen. Die Gruppe 12, wir fangen an mit der 249. Ein Hengst, der nicht so jugendhaft ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Ein Hengst mit viel Front, etwas zu leicht in der Hals-Kopf-Verbindung, eine gute Schulterlage hat. Wir hätten gerne bessere Verbindungen gesehen in der Oberlinie. Gute Qualität im Beinwerk. Wir sehen einen raumgreifenden Schritt, der sehr taktmäßig ist. Im Trab ein aufrechtes Pferd mit Kraft in den Hinterbeinen, der gut durchwechselt. Kommt aus einer guten Mutterlinie. Darum probieren wir ihn in den Vorreittagen. Die 202, ein Hengst mit ausreichendem jugendhaften Ausdruck, der nicht so viel Rassausstrahlung hat, wie wir uns das gehofft hätten. Ein ausreichend langer Hals, aber eine sehr angespannte Oberlinie. Eine ausreichend lange Gruppe. Das Beinwerk ist von guter Qualität. Im Schritt ausreichend raumgreifend. Aber wir hätten das Vorderbein gerne etwas besser weggesetzt gesehen. Im Trab sehen wir einen Hengst, der viel Tempo braucht, der etwas zu viel auf der Vorderhand
läuft und seinen Rücken nicht richtig einsetzt, weshalb wir diesen Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Die 035, ein Hengst, der im Allgemeinen etwas aufrechter aufwärts hätte gebaut sein können, ist etwas schwer in der Front- und der Hals-Kopf-Verbindung. Wir hätten gerne eine etwas längere Schulter gesehen. Die Oberlinie ist korrekt, aber kurze Gruppe. Das Beinwerk ist hart und qualitativ hochwertig. Wir sehen einen Schritt, der etwas zu kurz und hastig ist. Wir hätten gerne ein aktiveres Hinterbein gesehen. Und der Bewegungsablauf im Vorderbein hätte korrekter sein können. Im Trab sehen wir einen Hengst, der genug Beugung im Hinterbein hat, aber auch relativ viel Tempo notig etwas mehr Tempo braucht, um zum Traben zu kommen. Nicht genug Rückeneinsatz. Der Hengst kommt nicht mit in die Vorreittage. Die 266, ein Hengst mit großem Bau. Wir hätten ihn gerne etwas luxuriöser gesehen, mit mehr Rassenausstrahlung. Auch die Oberlinie ist ein wenig los, die Verbindungen sind nicht sehr gut. Wir vermissen etwas Länge in der Gruppe. Das Beinwerk ist von guter Qualität, harte Köten. Wir haben einen adäquaten, taktmäßigen, flotten Schritt gesehen von diesem Hengst. Einen aufwärts gerichteten Trab mit einem guten Einsatz des Hinterbeins. Viel Kraft, viel Power, die wir gesehen haben. Wir haben eine Abstammung und viel Präferentenblut, weshalb wir ihn probieren in den Vorreittagen. Dann die 179, ein Hengst mit ausreichend jugendhafter Ausstrahlung, der sehr gleichmäßig gebaut ist, etwas horizontal im Hals, eine gute Schulterlage hat, korrekte Oberlinie, eine etwas abfallende Gruppe. Das Beinwerk ist fein und trocken, ein wenig säbelbeinig im Hinterbein. Im Schritt zeigt er uns Raumgriff. Wir hätten gerne etwas Regelmäßigkeit gesehen, etwas mehr Takt. Im Trab ist er ausreichend raumgreifend, kommt aber nicht wirklich zum Tragen. Wir hätten gerne mehr Kraft gesehen, weshalb wir den Hengst nicht mitnehmen in die Vorreittage. Die 214, ein Hengst mit ausreichend jugendhaftem Ausdruck. Wir hätten uns gerne eine etwas reichere, mächtigere Front gewünscht. Allerdings ein Hengst mit einer korrekten Oberlinie. Ausreichende Länge auch in der Gruppe. Wir haben feines, hartes Beinwerk gesehen. Im Schritt zeigt er sich raumgreifend, den wir gerne mit mehr Kraft hätten gesehen, besser durchtreten. Wir sehen einen Trab, der viel Beugung im Hintergrund hat, viel Beugung im Hinterbein hat. Wir hätten gerne mehr Einsatz des Rückens gesehen. Es ist Meinte und Markus, weshalb wir ihn probieren in den Vorreittagen. Meinte und Markus, Vater und Großvater des Hengstes. Und dann kommen wir zu 313. Ein Hengst, in dem wir uns längere Linien gewünscht hätten. Etwas frühreif. Eine schwere Front. Etwas zu tief, der Hals kommt etwas zu tief aus der Brust. Eine ausreichende Schräge in der Schulterlage. Wir hätten gerne eine etwas längere Schulter gewünscht. Auch die Verbindungen in der Oberlinie sind nicht so ideal, wie wir uns das gewünscht hätten. Das Beinwerk ist von guter Qualität. Im Schritt aktiv genug, aber etwas kurz. Wir hätten gerne korrekteren Bewegungsablauf im Vorderbein gesehen. Wir sehen einen Trab, der viel Tempo braucht.
und nicht so wirklich zum Tragen kommt. Wir vermissen nämlich das Gleichgewicht, weshalb wir ihn nicht mitnehmen in die Vorreittage. Dat betekent, dames en heren, dat naar de voorkeerdag gaan vanuit groep 12. Aus der 12 gehen dann die Nummern 249, 266 und 214 in die Vorreittage. Und dann warten wir noch auch auf den Hengst 201, 201 aus der Gruppe 11. Und dann können wir diese 4 Hengste und die Menschen, die dazugehören, die Züchter und Besitzer, Glückwünschen und Blumen verteilen. Dirischotz macht hier für uns wieder die Fotos. Unsere Lindendamen sehen Sie ja auch. Das sind die Damen in friesischer Tracht, die Sie sehen. Ihre Dolmetscherin weiß leider nicht genau, wer die 3 sind, die da laufen. Das Team besteht aber aus Froni von Asmer van der Tol, Diana Heusma-Lantinga, Rita Rijenga, Wilma Rijenga und Annemarie Schrüre-Rijenga. 3 von diesen Damen sehen Sie also in friesischer Tracht mit Blumen auf der Bahn, während wir unsere weitergekommenen Hengste aus den Gruppen 11 und 12 wieder auf der Bahn begrüßen dürfen. Sie sind zu viert. Die 201, die 249, die 266 und die 214 sehen wir hier. Besitzer und Züchter dürfen jeweils 2 per Kategorie auf die Bahn, um sich beglückwünschen zu lassen von den in friesischer Tracht gekleideten Lindendamen und dem Vorstand sowie Ehrenträgern des KFPS. Die 201 hat es geschafft aus der Gruppe 1. Wilbert RM, ein Sohn von Auert 514 und Großvater ist Felle 422, gezüchtet und im Besitz von R. de Ram in Nordwolde. Herzlichen Glückwunsch. Und aus der zweiten Gruppe, aus der 12. Gruppe, die wir hier gesehen haben, ist weitergekommen die 249 Inche von der Lege Gaan. Vater ist Johannes 484. Nein, Großvater ist Johannes 484, Vater ist Behn 514, gezüchtet unter Besitz von TH Vopma aus Chau sowie JJ Vopma aus Hirnsum. Außerdem weitergekommen ist die 266 Ischbrand von der Spokedam, ein Sohn von Behn 514 und ein Enkel von Johannes 484, gezüchtet von U Tjatsma aus Opende, im Besitz der Familie Aach-Ockema in Siegerswoude. Und außerdem hat es auch noch geschafft, die 214 Ipke von der Peeste Hufe, ein Sohn von Meinte 490 und Enkel von Markus 491, gezüchtet und im Besitz von J. Eckhardt in Peest. Wir gratulieren natürlich allen, die es geschafft haben. Und dann gehen im Juni die Vorreittage los. Die nächste Runde dieser Körung und dieses Weges ins Stammbuch. Diese 4 Hengste werden wie alle anderen bereits zugelassenen Hengste, eingeladenen Hengste, direkt nachdem sie die Bahn verlassen, tierärztlich untersucht. Die Ergebnisse dieser tierärztlichen Untersuchung können Sie ab dem kommenden Montag, dem 19. Januar, einsehen auf den Webseiten des KFPS. Und außerdem muss natürlich noch die Spermauntersuchung erfolgreich abgeschlossen werden. Das geht bis zum 15. Mai. Wir sehen hier sehr viele Hände, die geschüttelt werden von den Ehrenträgern des KFPS sowie der Hengstkörungskommission. Außerdem natürlich nach wie vor unsere in Tracht gekleideten Lindendamen. Und Dirischotz macht weiter Fotos. Sie sehen es hier, die Rosetten werden an den Hals dann befestigt, Blumen werden überreicht und Hände werden geschüttelt, auch von Corrie Terpstra, Popke van der Meulen und Ellen van Gastel, unserer Kommission.
So, wir gratulieren noch einmal Züchtern und Besitzern dieser 4 Hengste. Dann dürfen sie sich wieder bewegen. Eine Ehrenrunde drehen sie noch und danach machen wir hier Pause, sobald die Pferde noch einmal an ihnen vorbeigekommen sind. Mittlerweile sind wir also bei 32 zu den Vorreittagen zugelassenen Hengsten. 32 insgesamt, 23 gestern und bis jetzt 9 heute. Diese 4 prächtigen Hengste müssen sich also weiter unter Beweis stellen im Laufe des Jahres 2026. Wir sind perfekt in der Zeit, eine 4. Stunde eher fertig, als wir gedacht hatten. Wir machen dann jetzt Pause. Im Programm steht 12:15 Uhr geht es weiter. Weil wir die Viertelstunde rausgeholt haben, machen wir um 12 Uhr weiter. Gehen Sie ruhig schon mal ins Strohdorf, shoppen Sie sich glücklich, nehmen Sie sich schon mal etwas zu essen mit und um 12 Uhr treffen wir uns dann wieder hier. Dann geht es weiter mit den zweiten Besichtigungen der Gruppen 13, 14, 15 und 16. Ähnlich wie Sie das mittlerweile schon gewohnt sind. Wir machen also weiter um 12 Uhr. Bis dahin. Lieve ik sta op het punt om te beginnen in New York de zaal 1 export van Wiesbaden over de hele wereld. In zaal 2 Dental Problems en Frisian Horses. In zaal 3 een presentatie van de Vereniging Friese Tuigpaard. We hebben later in de middag hier 2 clinics in de hoofdpiste. In de stallen om 11:30 gaan we over logeren. Sie hören unseren Kollegen Bert auch noch erwähnen, dass schon wieder die nächsten Clinics fast losgehen. Sie haben im New York Saal 1 können Sie auf Niederländisch den Export der friesischen Pferden in der ganzen Welt lernen, mehr dazu lernen. Im New York Saal geht es um die Dentalprobleme der friesischen Pferde, allerdings auf Englisch, Dental Problems in Frisian Horses. Im New York Saal 3 können Sie im Moment noch Theory of Harnessing mitnehmen auf Englisch. Ab 12:45 Uhr können Sie da den funktionalen Charakter des Friesenpferdes mit Marc-Peter Spahn genießen. Ab 14 Uhr Hufpflege beim Friesenpferd, beide auf Deutsch. Im New York Saal 3 im WTC Hotel hier direkt nebenan. Ab 16:20 Uhr gibt es hier bei uns Clinics auf der großen Piste, dann sowohl auf Niederländisch in der Piste als auch über die Headsets und im Stream auf Englisch, Deutsch und Spanisch, jeweils mit entweder mir oder meinen Kollegen. Um 17 Uhr die elektronische Satteldruckmessung der Friso-Sättel, die auch sponsern hier. Und in den Ställen geht es ab 11:30 Uhr weiter mit dem Longieren und dem Entwickeln der athletischen Vermögen eines friesischen Pferdes auf Niederländisch. Im Strohdorf beginnt um 12 Uhr, wenn wir hier auch wieder weitermachen, die erste Hilfe am Pferd, wie bringe ich Verbände an, allerdings auf Niederländisch. Dann sind wir jetzt aber wirklich durch mit dem Vormittagsprogramm. Ich verabschiede mich in die Mittagspause und bin zurück um 12 Uhr.